das Mikro an? Ja. Meine Damen und Herren, Slowenien ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und der Ehrengast des Ehrengastes sitzt neben mir. Seien Sie also froh, dass Sie da sind und heißen Sie herzlich willkommen, Florian Lipusch. Nicht nur die slowenische Literatur wäre nicht das, was sie ist, ohne Florian Lipusch. Auch die deutschsprachige Literatur verdankt ihm so viel und da gibt es so unendlich viele Linien, die führen über Peter Handke, über Josef Winkler, Maya Haderlapp, mitten in die deutschsprachige Literatur hinein. Und auf der anderen Seite hat Florian Lipusch über all die Jahre so viel getan, auch für die Wertschätzung der slowenischen Minderheit, vor allem Kärnten in Österreich, für die Akzeptanz des Slowenischen als Literatursprache von Österreich. Und man konnte das, wenn man den Buchmessenauftritt von Österreich in Leipzig beobachtet hat, von Katja Gasser ja verantwortet wurde, dass da tatsächlich auch eine große Sensibilität dafür da war, Deutsch nicht als die alleinige Literatursprache Österreichs wahrzunehmen. Und Florian Lipusch hat dafür wirklich unendlich viel getan. Und nicht nur das, er hat auch die Literatur, die slowenische Literatur Österreichs, überhaupt die slowenische Literatur in Kärnten so intensiv und auch sehr kritisch, aber das ist ja ein Zeichen von Intensität, begleitet als Zeitschriftenherausgeber, dass tatsächlich dieses Literaturland Kärnten, so ist diese Veranstaltung ja hier übertitelt, ohne ihn überhaupt nicht denkbar wäre. So, jetzt gibt es zum Buchmessenschwerpunkt ein druckfrisches Buch. Dieses Buch ist eines aus alten Zeiten. Es wurde original 1985 und in der Übersetzung 89 veröffentlicht. Und das wäre auch meine erste Frage, wie sich das anfühlt, wenn jetzt plötzlich so weiß und frisch dieses alte Buch Sie das in Händen haben. Und das ist ja auch eine Wiederbegegnung mit Fabian Haffner, dem Übersetzer dieses Buches, dem verstorbenen Schriftsteller, Kenner der slowenischen Literatur und eben Übersetzer. Wie ist es, diesem Deutsch der Übersetzung wieder zu begegnen und dieses Buch in Händen zu halten? Nehmen Sie das Mikro? Ja, ist einfach genau. Ist eingeschaltet. Hört man mich? Ja, man hört mich. Dieses Buch ist vor mehr als 40 Jahren entstanden. Es ist also schon, würde ich sagen, von mir ein vergessenes Buch, das ich schon lange nicht mehr im Sinne gehabt habe oder gelesen habe. Es wurde von Fabian Haffner übersetzt und wir haben beide gemeinsam, ich nur am Rande daran gearbeitet. Und so ist diese Übersetzung entstanden. Wir haben eigentlich nur einige Passagen, die unklar waren oder die vielleicht auf zweifache Art hätten übersetzt werden können, haben wir besprochen. Und er hat die Entscheidung darüber natürlich er gehabt. Ich finde, es ist ein immer noch lesbares Buch. Ich habe es jetzt auch wieder frisch gelesen. Wobei man sagen muss, dass jeder Text, das gilt nicht nur für dieses Buch, jeder Text in einer bestimmten Zeit entsteht und diese Zeit wiedergibt und widerspiegelt. Und so ist es auch bei diesem Buch der Fall. Also heute würde es wahrscheinlich nicht mehr in dieser Form erscheinen, wie es erschienen ist. Jedes Buch ist ein Produkt seiner Zeit. Nicht?
Also ich hatte wirklich den entgegengesetzten Eindruck einer unglaublichen Frische und eines unbändigen Sprachexplosion, die tatsächlich dieses Buch, wie Sie auch selbst sagen, ja auch etwas heraushebt aus der Serie Ihrer Bücher. Es hat etwas schon fast Anarchisches in der Sprache. Es ist ein Spektakel, das sich, vielleicht um das kurz zu sagen, dass sich um die Riten des Todes in diesem Bergdorf aufmacht. Es ist die Totenwache, es ist der Tod, der aber plötzlich in diesem Dorf das Leben hervorbrechen lässt. Also alles, was verborgen war, kommt zum Vorschein und es sind alle diese Rituale von den kleinsten bis zu den größten. Das ganze Dorf ist in Aufruhr und jeder wird wieder zum Leben erweckt. Also Tod und Leben liegen da so unendlich dicht beieinander, dass es einen wirklich mitreißt. Ja, es ist die alte Welt, kann man nur sagen. Es ist die alte Welt, in der ja auch ich selber gelebt habe, vor allem als Kind. Und natürlich spiegelt sich diese Welt in jedem Absatz wider. Es kann ja gar nicht anders sein. Die Situation ist, Sie sagen es, ist wie in vielen Ihrer Büchern auch autobiografisch geprägt. Es ist eine Rückkehr in dieses Dorf. Der Vater ist gestorben. Eine Rückkehr des mittlerweile in der Stadt Lebenden. Und er kommt in diesen Dorfkosmos wieder. Er wird wieder hineingezogen und das zieht sich eben durch sehr viele ihrer Bücher. Es gibt in der Nachschrift zu der Zögling Tiage, das ist der Roman, mit dem sie überhaupt sozusagen hier, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, sehr bekannt, schlagartig sehr bekannt geworden sind. Es gibt eine Nachschrift dazu, da fand ich das sehr schön formuliert, dass sie sagen, der das Dorf verlässt, lässt hinter sich die Stille um die Mutter und das Schweigen des Vaters. Das ist tatsächlich eine Konstellation, die sich durch viele Bücher zieht, die auch am Ende dieses Buches hervorbeschworen wird, dann noch viel stärker in Bostians Flug. Das ist diese wirklich eine mitnehmende Szene, das Schicksal der Mutter, die inmitten ihrer Kinder teigmachend aus dem Haus abgeholt wird von der Polizei, wenn man das so sagen kann, von Nazi-Schergen, einfach aus ihrem Kosmos gerissen wird. Kinder und die auch im Sterben liegende Großmutter bleiben zurück und sie wird eigentlich nur weggebracht, damit sie ein Gespräch führt, aber sie kommt nie mehr wieder. Und das ist tatsächlich auch etwas, weil ich sage, das hat auch immer einen biografischen Kern. Es ist ihre Mutter, die tatsächlich Opfer wurde dieser Nazi-Tyrannei gegenüber der slowenischen Minderheit, Willkür, in diesem Fall vermeintlich Unterstützung slowenischer Partisanen, das dafür ausreicht, dass ihre Mutter im KZ Ravensbrück umgekommen ist. Das ist das letzte von ihnen erschienene Buch. Schotter spielt im Konzentrationslager. Schotter ist sozusagen die Fläche, auf der die Folter, anders kann man es nicht nennen, des Appellstehens betrieben wurde. Und also das ist sozusagen dieses Summen der Stille um die Mutter, die hört man auch durch dieses Buch die ganze Zeit mit. Das ist die eine Seite. Entschuldigung, ich wollte jetzt nur noch das Schweigen des Vaters, denn es ist ja der Tod des Vaters, das Schweigen des Vaters, der also jetzt biografisch in der Wehrmacht kämpfte, zurückkam und ihm es aber nicht gelang, auch gegenüber dem Kind, diese Mutter wieder zum Leben zu bringen durch nur einen Satz, das Schweigen des Vaters, was sozusagen sehr bestimmend blieb und in diesem Schweigen des Vaters sich auch ein viel, viel größeres Schweigen ausdrückt und das ist
ihr großes Thema, das Schweigen dieser ganzen Gesellschaft, das Zusammenarbeiten, auch der Verrat an der slowenischen Sprache, der Verrat der Kirche, die Zusammenarbeit, dieses große, große Schweigen, also diese Stille auf der einen Seite und das Schweigen auf der anderen Seite liegen wie eine Grundierung auch unter diesem Buch. Ich wollte Sie fragen, dieses Buch heißt Die Verweigerung der Wehmut. Es heißt aber im Original anders. Und wenn Sie uns das jetzt noch mal ganz kurz genau, zeigen Sie auch noch, das ist ja auch wirklich ein spektakulärer Buchumschlag, muss man sagen. Wenn Sie uns diesen Titel, den slowenischen Originaltitel, vielleicht noch mal kurz erklären. Ja, der slowenische Originaltitel heißt Jalov Pelin. Und das würde man dort ins Deutsche übersetzen mit Gelter Wermut. Und diesen Titel wollte der Verlag aber nicht haben. So mussten wir eine Alternative uns ausdenken. Und daraus ist eben der andere Titel geworden, Die Verweigerung der Wehmut. Aber es hat schon einen Bezug auch dazu. Es passt schon genauso, würde ich sagen. Und wenn Sie diesen slowenischen Titel nochmal so etwas explizieren, der Wermut als die Pflanze des Bitteren. Ja, das machen Sie besser als ich. Und ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sozusagen das Wort Wehmut von Fabian Haffner zufällig gewählt wurde, einfach auch, weil ja unheimlich viel, auch lautsprachlich, er versucht zu übertragen, also Wermut und Wehmut, das nicht nur inhaltlich übertragen wurde, sondern auch lautlich. Das ähnelt sich, ja. Wir wollen Ihnen dieses Buch, weil es eben jetzt so frisch da liegt, heute vorstellen und deshalb ist Florian Lipusch so nett, aus dieser deutschen Übersetzung Ihnen den Anfang vorzulesen und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ja. Als der Morgen über der Stadt erwachte er tief in den Häusern und nichts drang bislang heraus aus den Gassen und Plätzen. Der Zug stürmte aus der Nacht herbei und stürzte sich in den entstehenden Tag. Rasch wird er den Mittag umfahren und sich in den Nachmittag neigen. Die Strecke zog sich teuflisch hin. Unterwegs stieg er einige Male um, vertrat sich die Beine und saß auf Bahnsteigen herum. Je weiter sich der Zug von der Stadt entfernte, umso lockerer wurde ihm seine einstige Welt, umso weicher die alten Bilder, unterdrückte, verdrängte Landschaften stürmten herbei vor das eilende Fenster, erfüllten sich langsam mit einstigen Inhalten, wurden lebendig, tauchten aus ferner Vergangenheit, während Wolken hinter den Bergen hervor aufstiegen, dazwischen Stücke heiteren Himmels. Die Umrisse wurden schärfer und verglich er sich mit denen in seinem Gedächtnis, erwies sich, dass die im Gedächtnis deutlicher und mächtiger waren als die nun wirklichen draußen in der Natur. Die im Gedächtnis hatten seine Umgebung entstellt, sie mit Beschlag belegt und in Luft aufgelöst, sie verdrängt und waren an ihre Stelle getreten. Nun korrigierten seine Augen diese Entstellung. Die neu belebten Teile der Außenwelt rückten das Verzerrte wieder an seinen angestammten Ort. Ja, diese Grasharfe stand auch heutzutage noch dort unterhalb des Waldes. Und der mächtige Stall des Großbauern mit dem Weidennetz, den Zäunen und Tränken
war nun in Wirklichkeit nicht nur bescheiden und winzig, sondern auch seitwärts weggedreht, mit der Stirnseite zum Moorgrund, dem Moorgrund zugewandt, wo schon von weitem zu sehen war, dass er sich absenkte, ragte doch der eingesunkene Zaun kaum noch aus dem Morast. In seiner Erinnerung war die Stirnseite dieses Stalles bisher immer hierher gewandt gewesen, in die Ebene, die der Zug nun einnimmt. In diesen Jahren hat sich vieles in dieser Landschaft verschoben, doch etliche ihrer Eigentümlichkeiten hätte er erkennen müssen und doch fuhr er an ihnen vorbei, als führe er zum ersten Mal. Von allen Begräbnissen ist ihm das der Großmutter unbeschadet in Erinnerung geblieben. Was von anderen blieb, war nur ein Verschwinden, ein Verwinden, ein Verscheuchen von Gesichtern. Verbleichen sie, weil er an ihren Begräbnissen teilgenommen hat, oder im Gegenteil, weil es jeden seiner Verwandten zu weit von den anderen verschlagen hat, in der Welt verstreut, jeder für sich, alle einzeln und anders, und es zu beschwerlich gewesen wäre, an den Begräbnissen der anderen teilzunehmen. Von dem der Großmutter hatte er alle Einzelheiten bewahrt. Selbst das Trommeln der Erde war aus Kindertagen geblieben. Und heute, als er nach langem wieder zu einem Begräbnis reist, hört er sie wieder hohl niederfallen auf ihren Sarg. Sein Klumpen fiel fehl, mit der unvermeidlichen Kerze in der Hand, in der anderen das Schäufelchen verklebt, beschwert mit Lehm, scharrte er herum in der harten Erde und konnte das für ihn zu schwere Gerät nicht in den Haufen vor sich rammen. Nur ein Happen Erde blieb an der Spitze haften und selbst der plumpste wenig, weder hinab noch ertönte er, sondern schlitterte schmierig und verstimmt ins offene Grab. An dem Tag, als die Großmutter zum Bauern in der gegenüberliegenden Leite ernten ging, stand sie früh am Morgen auf. Sie erledigte den Kleinkram an der Feuerstelle, räumte auf, putzte, stellte die Speisen auf den Tisch und ins Kühle in den Kasten für die späteren, erledigte alles im Haus und legte die Dinge sorgsam in die Schränke. Das Haus, ihr Zimmer, hinterließ sie in geordnetem Zustand, als verreise sie für längere Zeit. Den Kindern legte sie am Bett ihr Gewand und frische Wäsche bereit, schön gebügelt und zusammengelegt. Und die saßen mitten in der Woche im Feiertagsstart in der Schule und verstanden freilich selber nicht, warum dieses Abweichen von der Gewohnheit und wozu diese Selbstbedienung, wo sie doch sonst Wäsche und Gewand nur am Wochenbeginn wechselten und allein. Und was sie bisher nie getan hatte, tat sie heute. Für alle, ohne Vorbehalt, packte sie die gleiche Jause ein. Bislang hatte sie Unterschiede zwischen den Kindern getroffen. Das Brot belegte sie nur für die ihren und oft drückte sie ihnen eine Süßerlicherei in die Faust. Die anderen bekamen bloßes Brot mit auf den Weg. Und beim Tischgebet hatte sie für die ihren größere, schönere Stücke im Sinn und drehte in der Kirche den Kopf in demütiger Bitte nach links oder rechts, sammelte ihre Kräfte und spannte die Kiefer an, um möglichst viel Verwirklichung auf die ihren, denen sie diese Verwirklichung zugedacht hatte, zu übertragen. Doch wenn sie den Kopf aufrecht hielt, sich nach den anderen Frauen umsah oder von der ersten Bank aus Interessantes in den anderen Bänken zu entdecken begann
oder einer bekannten Stimme auf der Empore lauschte und vor Unwillen die Augen zukniff, wenn die Sänger sich im Ton vergriffen, dann betete sie für ihre gewöhnlichen Enkel. Auch das Gerstenkorn erntete sie nur bei den Iren. Wenn sie den Zauber aussprach und dabei die Bewegungen einer Schnitterin nachahmte, waren sie bei der Iren entschieden und ausgiebig. Anderen, die unter einem Gerstenkorn litten, erntete sie es zwar ab, doch so undeutlich und oberflächlich, dass es nichts ausrichtete. Ihre Worte wickelte sie irgendwohin, verschlampte sie zwischen den Falten im Doppelkinn und verbarg sie im Kinnbacken, sodass die Kinder lebhaft spürten, wie das Gerstenkorn sich bei den einen verkleinerte, bei den anderen vergrößerte und sich auswuchs und sich bald danach auch noch die Teigdrüsen im anderen Lid entzündeten. Oder wenn sich einer der Iren einen Splitter oder einen Span in den Finger einstieß oder einen Dorn in die Sohle eintrat, riss sie ihn sofort heraus. Die anderen machten ihr keine solchen Sorgen und hinkten geraume Zeit mit dem Dorn im Fleisch, mit den Armen um sich herum langend umher. Und wenn der Vater die Kinder zu schwerer Arbeit antrieb, wenn sie auf seinem Acker die Egge schleppten und als sie einmal das Astwerk aus dem Trog vor dem Haus brachen, unwissend, dass es eine Rebenhecke war und kein Rutengebüsch, verteidigte sie nur die Iren, damit ihnen der Vater nicht den bloßen Hintern versohlte. Die Großmutter nahm mit Geben und gab mit Nehmen. Ihrer Gerechtigkeit wurde schon ein marmornes Denkmal errichtet und hinein die Inschrift gemeißelt: Vor Milde und Güte sei sie noch warm in den Himmel aufgefahren. An diesem Morgen hatte sie für alle im Haus und für jeden gleichermaßen gesorgt. Die Schlafen geweckt und alles Notwendige für tagsüber aufgetragen, wenn sie bis zum Abend allein sein würden. Sie gehe ernten und jetzt, Kinder, aus der Spaß, sonst setzt es was. Woraufhin sie den Pfad durch das Haselgebüsch einschlug und hinter einem mit minderem Gehölz bestandenen Hügel verschwand. Beim Bauern auf der Anhöhe dengelten die Mäher schon auf den Dengelstöcken kauernd und ringsherum im Wald, auf dem Hügel und im Tal hallte es wieder. Die Schnitterinnen standen umher, warteten und nirgendwo wies irgendetwas darauf hin, was später zu geschehen hatte. Jede brachte ihre Sichel demjenigen erfahrenen Mäher, der sie ihr nach dem Wunsch ausdenkelte. Und ein Denkler, dessen Fertigkeit sich mit den Jahren herumgesprochen hatte und bekannt geworden war, konnte sich weder der Frauen noch der Sicheln erwehren. Um gute Dengler ist es nach wie vor schlecht bestellt. Manche dengeln nur so viel, dass es gerade hinkommt. Manche wollen auch auf dem Dengelstock den Gaul am Schwanz aufzäumen. Ein guter Dengler steckt alle anderen in die Tasche, legt Wert darauf, dass der Sense beim Dengeln keine Zitzen wachsen und dass er weder die Schneide verbiegt noch die Schärfe verdirbt. Er muss es im kleinen Finger haben, wie vieler und wie bemessener Schläge das Eisen bedarf,
um die Sense oder die Sichel zuzuschleifen, denn nur ein richtig geschliffenes Gerät hält seine Zeit und man muss sich nicht schon nach 1-2 Stunden wieder niederkauen an der Dengelstatt. Das Hocken am Boden in der Haltung, wenn die Beine gerade so weit gewinkelt sind, dass die Schneide auf den Knien hin und her gleiten kann, ist bei so vielen Schneiderwerkzeugen sehr anstrengend, sodass die Männer zwischendurch aufstehen müssen, um den Rücken zu strecken und die Krämpfe und das Kribbeln aus den Beuge- und Streckmuskeln in den Beinen zu vertreiben. Während sie laut schallend dengeln, gurren und murren die Frauen und hängen ihren Grillen nach. Doch später beim Ernten selbst gibt es für Sticheleien weder Zeit noch Anreiz. Auf den Kornfeldern herrschen Stille, Ernst und Arbeitseifer. Jetzt aber haften ihre Blicke noch an den Männern. Die Frauen sticheln einander, richten aus, trüben ihnen das Wasser mit ihrem Gerede, sodass bald der eine auffahrend antwortet, bald ein anderer scheel schaut und schmollt. Doch sind die Männer nicht lange aus der Ruhe zu bringen. Die Frauen betrachten nun doch übermütig die Männer, von denen ihnen der eine den Dengelhammer zu hoch schwingt und reinschlägt wie auf Nägel, während ihn ein anderer kaum hochbringt und mit ihm herumkratzt auf dem Dengelstock. Oder einer bei jedem Schlag mit dem Kopf mitnickt und ein anderer wiederum sich im Takt wiegt und im Mundwerk einen Grashalm hat und daran knabbert. Waren die Senseln gedengelt und die Sicheln alle gewetzt, erglühte der Tag erst. Die Nebelschwaden lösten sich auf und lichteten sich. Im Gras glänzte Tau und die Sonne hatte noch gar nicht an diese Perlenpracht im Grünen gerührt und glitt erst mit den Dienstboten, den Taglöhnern und der Familie vom Bergland herunter und erreichte das Feld. Seiner Neigung wegen wollen es die Mäher und die Schnitterinnen von oben her in Angriff nehmen. Das nicht sonderlich ehrenreiche Korn war im Frühjahr zeitig hochgeschossen und hatte sich an etlichen Stellen kreuz und quer gelegt, nicht nur der Feldneigung wegen, sondern vor allem wegen des anhaltenden Regens, als da ein Wetter herrschte, dass ein Hund sich hätte aufhängen mögen. Die dicht gesäten Halme knickten, Rispen und Ehrengras zwischendrin, Disteln und Hühnerdarmkraut. Die Blätter und Stängel knisterten unter den Händen. Die Frauen beugten sich, stellten sich auf den Kopf. Die Männer holten stehend kräftig aus, sodass die Windstöße der Sense die Weiberröcke hoben. Beim letzten Ausholschwung entstehende Wind drückte das Abgeschnittene in Schwungrichtung. Ein unten am Mähgrund befestigtes, in einem Eisenrahmen in Bögen gespannten Tuch verhinderte, dass die Halme knickten und hinüberfielen. Jeder Schwung schnitt eine Schwade ab und die Frauen lasen für eine Garbe Ährenstroh auf, stutzten es noch händisch zurecht, brachten mit den Sicheln die Hinterteile der Garben in Ordnung und banden sie zusammen, legten sie ab, überholten die Reihe, die noch mit dem Binden beschäftigt war, stellten sich hier an die Spitze und erfassten mit der Sichel die Halme. Und noch während die erste genug für eine Garbe zu erhaschen suchte, wurde sie von der nächsten überholt. Das Ernten war ein einziges Überholen und eine Abfolge von Figuren
im Gänsemarsch, ein Beugen, ein Aufrichten, ein Rennen. Nur manchmal veränderte eine besonders schnelle oder langsame die Reihenfolge, wobei die Schnelle jedes Mal an ihrem Platz voreilend, unterwegs der Langsame mit einem missachtenden Blick bedachte, was sie denn so herumrücke und drücke und wo man denn so lange herumkröche. Die Mäher trieben das Frauenvolk vor sich her, mähten hinter seinen Fersen, sodass die Fettärschigen ihre Aufgeblasenheit aus dem Weg räumen mussten und dabei so mancher der Holzschuh vom Fuß glitt. Die Kinder trugen Getränke herbei, trugen die Garben zu Schöcken zusammen und abgefeint, wie sie sein nur konnten, nutzten sie das Niederbeugen der Emsigen aus, beugten sich diese nach einer Garbe nieder, einen Blick in den ausgespreizten schwarzen Himmel zu werfen, sich in den sich verjüngenden Turm zwischen den Schenkeln zu verschauen und enttäuscht die Augen abzuwenden. Die Arbeit schritt stetig voran. Das Ernten ging mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter. Nur nach dem Mittagessen, als alle Faulheit beschlich, ließ der Eifer etwas nach, ehe er wieder mit Kraft zur Arbeit antrieb. Schritt für Schritt rückte die Reihe zur Ackerwende vor, mit ihr das Stoppelfeld. Das Feld schrumpfte, hieben sie doch schon den ganzen Tag darauf ein. Jetzt stand die Sonne noch mannshoch über ihrem Untergang und der Mann dort am Himmel war der abendröte Mann. Die Frauen, die Mäher und die Kinder trieben das Feld mit Erleichterung dem Ende zu. Am Ende mit ihren Kräften ernteten sie es ab. Es ergab sich, dass die letzte Garbe der Großmutter blieb. Alle anderen waren der ihren schon entledigt, hatten das Feld verlassen und einige saßen schon im Gras herum. Nur die Großmutter band noch die letzte Garbe, ihr Weib, und als sie es gegürtet hatte und den Gürtel zusammenzog, drückte sie es noch aus, damit keine Ähren verloren gingen, stopfte das ausgedrückte Stroh hinter den Gürtel zurück und legte die Garbe zu den anderen. Noch während sie dabei war, sie in eine Reihe mit den anderen zu legen, ließ sie sich auf die Knie nieder, auf ihr Gesicht, röchelte, knackte wie ein trockener Zweig und hauchte ihr Leben aus. Sie verließ das Feld wie das stachelige Fruchtgehäuse einer Kastanie zu Boden fällt und aufplatzt und aus ihm eine reife Kastanie entspringt, fortkollert, wegstiebt. Sie erlangte kein klares Bewusstsein mehr. Noch ehe die Frauen sich zurechtgefunden hatten und klar sahen, hatte sie sich ganz nahe zur letzten Garbe des Feldes gelegt. Die Garbe hatte sie hinter sich hergezogen. Vielen Dank. Dieser Schluss, es ist eigentlich wie ein langer Satz, der sozusagen in dieser Bewegung, die Großmutter legt sich zur Ernte hinzu. Das ist eigentlich schon, wie war der erste Satz? Als der Morgen über der Stadt erwachte er tief in den Häusern und nichts drang bislang heraus auf die Gassen und Plätze. Das ist auch wie
wie kommunizierende Röhren, was sozusagen in den Häusern passiert und die Natur. Beide können sich noch gar nicht sehen, aber der Tag erwacht und in den Häusern erwacht das Leben. Und dieser Satz ist so, dass es in eins geht. Und die ganze Passage, die Sie gelesen haben, ist im Grunde eine Verbildlichung dieses in eins gehen, sozusagen korrespondieren. Die Großmutter, die schon Dinge tut, die absonderlich sind, die ihren Tod schon spüren mag, und trotzdem sozusagen dieses Ernten auch sich selbst eigentlich abschneidet, sich dazulegt. Also das finde ich also sehr, 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 sehr beeindruckend. Und dann ist das diese Großmutter, die ja wahrlich nicht beschönigend dargestellt wird, die einen sehr selektiven Sinn für Gerechtigkeit hat, was ja auch sehr drastisch hervorgehoben wird. Und gleichzeitig wird der Leser so sehr mitgenommen in ihre Art der Bewegung, dass man dieses sich zu den Ähren legen so gut mitempfinden kann. Sie machen den Text schöner, als er vielleicht ist. Aber er ist sehr schön, ja, weil er auch, und das, ich meine, wir hatten, klar, ich weiß nicht, es sind sehr viele Binnenreime, auch in dieser Passage. Es ist sozusagen, dieser Sog, in dem man immer mehr gerät, wird auch sprachlich erzeugt. Natürlich, das ist die Übersetzung Fabian Hafner, das ist sicherlich auch das Original. Ich meine, wie Sie wissen, Fabian Hafner hat auch der Fabian Hafner Übersetzerpreis, den gibt es jetzt. Also er war wirklich einer auch der großen Übersetzer. Er wird heute auf der anderen Bühne um 17 Uhr vergeben an Ludwig Hartinger, also ein Preis ist nach ihm benannt worden. Ist natürlich auch sozusagen, man spürt schon auch Fabian Hafners Sprache, aber sie haben ja auch sehr eng immer zusammengearbeitet. Das ist ja das Problem des Übersetzens, ja. dass man oft slowenische Passagen oder slowenische Wendungen nicht adäquat übersetzen kann. Man muss dann eine andere Form wählen. Und das ist das Problem des Übersetzens überhaupt. Ja, das gilt nicht nur für diesen Text. Es gibt im slowenischen Text einige Reime und so, ja? die aus dem Volk stammen. Und die kann man natürlich nicht wörtlich übersetzen, sondern man muss dann das entsprechende in der deutschen oder in einer anderen Sprache finden. Aber dieses Lautmalerische, das ist sozusagen, das ist das auch im Slowenischen jetzt außergewöhnlich jetzt in diesem Buch. Ja. Also ich glaube, Fabian hat das sehr gut getroffen. Ja. Und so ist natürlich dieses, das ist jetzt sozusagen der Beginn. Es ist ja auch ein Spiel zwischen Distanz und Nähe. Wir haben diesen Eisenbahnfahrenden, der zurückkehrt und der eigentlich auch aus der Distanz kommt und der langsam in seinen Gedankengängen, aber aus dem Zugfenster blickend immer mehr doch hineingezogen wird in diesen Strudel der Erinnerungen, aber in den Strudeln der Natur, die ihn umgibt. Und das wollte ich Sie noch fragen, dieses Spiel mit Distanz und Nähe. Also ist die Distanz Voraussetzung dafür, dass sozusagen man sich diesem Kosmos des Dorfes wieder so annähern kann, wie Sie das tun? Ich glaube, man muss sich schon aus dieser Dorfgemeinschaft herauslösen, um es schriftlich wiedergeben zu können. Also 1:1 geht nicht. Ich meine, der Titel weist ja in diese Richtung, die Verweigerung, der Wehmut, das trägt ja sozusagen diese Distanznahme in sich. Ja, ich würde sagen, ist so, ja. Diese Rituale, die jetzt im Folgenden heraufbeschworen werden, die Rituale der Totenwache, aber auch des Backens, und das geht bis in die Insektenwelt hinein, die sozusagen auch auflebt an diesem Tag. Es gibt schon fast an eine Gothic Novel erinnernde Passage, wo eine Lippenspinne, die sich am Schluss gar nicht als Lippenspinne erweist, herablässt und sich schon auf den
Mund des Toten freut, weil es offensichtlich diese Spinne wirklich gibt, die sich in menschliche Lippen einnistet. Und so gibt es sozusagen in der Flora und Fauna dieses Dorfes plötzlich im Angesicht des Todes ein gesellschaftliches, aber überhaupt ein Aufleben, es ist ein Spektakel, ja, muss man sagen. Ein Begräbnis ist ein Fest, ja. Vor allem dann das Essen nach dem Begräbnis. Darauf freuen sich alle. Ja, und sogar schon diejenigen, die wie die Großmutter schon ihren Tod spüren, leben noch mal auf und machen sich, also es hat schon, und kommen auf die Beine und es ist, als würde das ganze Dorf, also Tod und Leben bedingen einander, liegen sehr, sehr dicht beieinander. Stimme ich zu. Haben wir noch Zeit für eine Passage? Oder? Absolut. Alles gut. Sie wollten noch eine Passage auf Slowenisch, fände ich auch wunderbar. Ich wollte noch eine Sache zeigen, das ist hier in diesem Buch. Da gibt es dankenswerterweise, ich glaube, das sind sogar Fotos des Sohnes. Ja, alle Kinder sind heute auch hier und die machen alle, das hatte ich so beeindruckend, in alle Sinnesrichtungen weiter Kunst. Einer ist Fotograf, einer Künstler, dann eine ist bedeutende Lyrikerin. Und ich glaube, diese Bilder aus dem Buch stammen von ihrem fotografierenden Sohn Marco. Und das wollte ich noch mal zeigen. Das fand ich nämlich doch sehr bemerkenswert. Das sind Seiten, die eigentlich komplett durchgestrichen sind. Und es stand in der Erklärung vorne drin, dass durchgestrichen heißt, es ist übernommen worden ins Buch. Und das schien mir deshalb so einleuchtend, weil, worüber wir gerade sprachen, auch diese Dinglichkeit der Sprache. Also es ist wirklich so, als würde man das Buch begehen. Alles, was sie schreiben, hat diesen plastischen, dinglichen Charakter. Und so schien es mir so logisch, dass diese Wörter nur an einem Ort sein können. Also sie sind wie Dinge, die, wenn sie aus dem Manuskript herausgenommen werden, dort verschwinden müssen, um ins Buch zu kommen, weil es sie sozusagen immer nur einmal geben kann. Und das fand ich also auch einen wirklich sehr erhellenden Einblick in die Art, wie sozusagen dieses Buch auch entstanden ist. War das so, dass Sie sozusagen einen großen Korpus hatten, aus dem Sie sozusagen dann immer auch in diesem Buch Dinge herausgelöst haben? Ja, ich schreibe ja wie vielleicht bekannt ist, mit Bleistift. Und das hat den Vorteil, dass man das Wort oder den Text durchstreichen kann. Und das Durchstreichen bedeutet, oder wenn ich ein Wort eingeordnet habe in meinen Text und wenn dieses Wort oder dieser Satz oder diese Phrase den Platz findet im Text, dann habe ich das durchgestrichen. Damit ist es für mich verschwunden und ungültig. Es gilt nicht mehr. Es gilt die neue Fassung, es gilt die neue Variante. Nicht? Mein Schreiben ist eigentlich ein Abschreiben von mir selber. Ich schreibe immer wieder von mir ab, indem ich also Sätze, die ich bearbeite, die alten durchstreiche, ihnen die neue Form gebe und der ganze Text ist eigentlich also alles an diesem Text ist so entstanden. Es ist überhaupt nichts, kein einziges Wort würde ich sagen, das aus dem Nichts ins Buch gekommen wäre. Es ist alles durchgearbeitet und überlegt und wahrscheinlich einige Male abgeschrieben. Jeder Satz ist einige Male von mir abgeschrieben. Und von sich selber darf man ja abschreiben. Ne? Und damit Sie jetzt auch noch, die Sie im Gegensatz zu mir zum größten Teil vielleicht auch Slowenisch können, auch in den Genuss einer Passage im Original kommen, haben wir uns gedacht, dass wir jetzt das sind wirklich nur 1-2 Seiten zum Abschluss noch aus einem späteren Stück des Buches das Original hören.
So, das ist ein bisschen schwierig mit dem Mikrofon. Leichte Sache von Fabian. Na hudi grči se slab klin skrči. Tu je naslov poglavja, tretjega poglavja v knjigi. Bolj se straženje mrliča nagiba k koncu, hujši je pritisk ljudi in bolj se kupoma valijo po gorici, se nagrnejo na ohanje in ahanje, vse smrliške hiše posrka in pomete vse na vasi, potegne vaške hiše gor v hrib. Zato so prišli vsi, prilezli ven iz te krajevne davnine in tudi taki se ne rajmajo med njimi, ki z rajnim niso ne na svetlem, ne na temnem, mu niso krop, mu niso voda, jih le radovednost lomi, kako se kaj drugod umira in po čem je smrt v drugih krajih. In jih domačini gledajo, pa gledajo in jih ne morejo nikamor deti. Dosti psov je zajčja smrt, dosti grobov mrliški vrt, dosti sragic žalni prt. Znamenja so vedno bolj očitna, enoumna. Starke tiste v slogu dneva, kakor suhe hruške zmrdane, nagrbane, tiste za nič starke v kup letijo. Betežnost jih je namaličila in trpljenje jih je nakrotovičilo. V zadnjih izdihljajih so že glave vesile in so že stegovale za gobami v Krtovi poljani. Čisto so bile že nariti in oči so jim pravkar še mrtvele, jokale so nad seboj in udelavale, a ko jim pride petje navčka na ušesa, ki naznanja smrt na vasi, odločno z glavo kimnejo, se poberejo, oči se jim razjasnijo, vse arcnije stran pomečejo in se zdrave in pri močeh napotijo za navčkom. Vednost, da bojo čule pred svojim navček peti drugim in bojo videli pokrov nad njimi šklebniti pred svojim, jih je držala pri življenju. Mnogotera, huda in za nohte taka bridka je šla mimo, a zdaj pomlajene že grede na poti k njemu kujejo rajnega v 9, da bojo same kovane v 10 ob uri svojega pokrova. Z večine pridejo po delu, ko naleže mrak ali še pozneje, drugi pridejo šele v soju mroče mesečine, po dan za dnevnih hoji bojo tokrat tisti v letih in v tegobah ostali kar do jutra, do pogreba in se bojo v sili malo poslonili v kakot, upeti tesno med sosedoma, se poslonili na enega tovarišev, se tudi doma spanje nikaj prida. Nekateri tisti, ki so bolj pri spanju, se kaj pa sredi noči vrnijo domov. Mesečine jim bledi nebo, ko hitijo po vzdolnici v gosjem redu, kajti potka je ozka in še suhci ne morejo hoditi v štric po hribu. Malo navpik, malo navzviš, malo navštric, tako prihajajo po daljšnicah in krajšnicah. Nekateri se od neznanke izderejo in jih nihče ne vidi priti od nikoder, iztrgajo se iz noči in nenadoma stojijo v hiši, da še brezuhi pes s tem potom ne utegne reči nič, iz ute lajež mu zastane v grlu, pozneje pa mu kaj reči ne diši več. Ker se mu je preveč pod nos pokadila preslepitev. O polnoči stoji pred hišo kolobar ljudi, ki jih spreletavajo
brezčalice in zvečer pa proti jutru kolobar ljudi stoji pred hišo. Klopotci se oglašajo na strehi in z lesenimi šklepetalci dajajo znamenja v noč prihajajočim, da je hiša blizu, ki ji protletijo, in znamenja kolobarjem na gorici, da je hiša prava, ki pred njo stojijo. Klopotci ropotajo v vetru, čeprav ni kaj odganjati, kajti zdaj šoje in srake počivajo v zavetju drevja, varno oddaljene od hiše, se čez noč prevajajo klopotanju, da so brez bojazni, ko pride dan in ob njih šklopne kljuka ali useka past. Še manj se gostolevke ptice, pevke zmenijo za klopotavo ropotalo, le za iztegljaj oddaljene so potaknjene v krošnjah pod streho ali kar na kakšni šklafedri v kolesnici. In proti jutru je lipa na dvorišču, okoli lipe v kolobarju klop, poleg lipe bukov oreh, ki žene v les, in še nikoli ni bilo obrati iz njega sadja. Iz tega čez pot svoje jalove veje nad kolobarji, ki mezgajo travo proti jutru. No, hvala lepa. Vielen Dank, Florian Lipposch. Vielen Dank.